أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wenn wir jetzt auch später dran sind, dann wir mal den arabischen Teil auslaufen und vorlesen von der Surah Yasin. Jetzt weiss ich gar nicht, wo ich anfangen soll, es sind alle ein bisschen unterschiedlich weit. Surah Yasin hat 6 Abteile, also so 6 Abschnitte, wo man losgelöst kommt voneinander ein bisschen anschauen, aber wo miteinander natürlich einen Zusammenhang haben, zueinander eine Beziehung haben. Wir sind jetzt im zweiten Teil, in der Geschichte, wo es darum geht, wo Allah Ta'ala uns ein Beispiel gibt, ein Gleichnis gibt von einem Dorf oder von einer Stadt, wo 3 Propheten gekommen sind. 3 Propheten für eine Stadt, man muss sich das mal vorstellen. Aber niemand hat diesen Propheten folgen. Nicht nur, dass sie ihnen nicht gefolgt sind, sie haben sich über sie lustig gemacht und haben über das geredet. Sie haben sie als Lügner bezeichnet, man hat sie als Überbringer vom Übel bezeichnet. Wir haben gesagt, also in dem Moment, wo Menschen nicht mehr vernünftig argumentieren können, dass sie dann anfangen, eben unvernünftig argumentieren. Das heisst, man tut zuerst irgendwelche unsinnigen Sachen sagen, wie das ist Zauberei, ihr sind ja nur, also ihr versucht uns zu verhexen oder so Zeug, wo die dann selber schon wissen, das ist irrational, was sie sagen. Das ist etwas, was man immer wieder sieht, dass wenn die Leute rational nicht Antwort geben können, wird immer auf eine irrationale Antwort geben. Zuerst was also mit übertriebenen Antworten an, und das geht dann meistens in Gewalt über. Also zuerst in Drohungen und dann in Gewalt. Und das kann dann im schlimmsten Fall bis zum Töten von Menschen führen. Und wenn wir das heute sehen, dass genau so eine Reaktion kommt, dann heisst es eigentlich, dass man bereits aufgegeben hat, dass man den Gegner als überlegen akzeptieren und ja, dass man zugibt, dass man nicht auf der gleichen Ebene eine Antwort geben kann. Da sind es jetzt nicht Muslime, die das machen. Und Muslime sind die mit der vernünftigen Argumentierung kommen. Sie bringen den Koran, also nicht den Koran, aber sie bringen die Worte Allahs. Und alles, was sie sagen, passt zusammen. Es ist vernünftig, es ist logisch, es ist nichts Widersprüchliches. Und sie möchten das einfach nicht übernehmen und dann eben sagen, ihr seid Zauberer, ihr seid wie sagt man dem, bringen nur das Schlechte, also alles, was jetzt schlecht ist bei uns, sind schuld, was das Schlechte gekommen ist. Und man fängt an, sie drohen, man bedroht sie, man sagt, wenn ihr nicht aufhört mit dem, was ihr jetzt unterrichtet, dass man dann euch eine schlimme Strafe zuteil werden lässt. Heute ist es aber häufig umgekehrt. Heute sehen wir, dass Muslime so reagieren. Und das ist eigentlich schade. Wir müssen in der Position sein, dass wir all das, was sie im Islam vorwerfen, auf eine vernünftige Art und Weise müssen wir eine Antwort geben. Das bedingt aber natürlich, dass wir den Islam kennen, dass wir eben wissen, was die richtige Antwort wäre, dass wir die Wahrheit überhaupt kennen, dass wir sie wirklich begriffen haben. Weil wenn wir sie begriffen haben, dann können wir eigentlich zu allem, was sie sagen, sollten wir können von oben ab, eigentlich, also, dass wir über ihnen stehen, sollten wir ihnen eine überlegene Antwort geben. Und wenn wir das nicht können, dann ist es eigentlich das Zeichen von dem, dass wir zu wenig vorbereitet sind oder eben zu wenig über unsere Religion Bescheid wissen. Wir sind zwar sofort verletzt, wenn einer kommt und sich über etwas lustig macht, also zum Beispiel die Prophetenkarikatur, das ist ein gutes Beispiel. Die ganze muslimische Welt regt sich auf und alle fühlen sich beleidigt und das ist auch richtig so, man muss das auch so empfinden. Aber die einzige Reaktion, die kommt, ist Gewalt. Dass man eben bedroht sie, man sagt, die muss man umbringen, die muss man so und so kalt machen oder was auch immer. Und das eigentlich wäre ein Zeichen, dass wir eben nicht fähig wären, oder dass der Islam nicht fähig wäre, auf eine vernünftige Art und Weise eine Antwort zu geben. Und das ist einfach schade. Also deshalb sind so Unterrichte ist recht wichtig, dass man sich weiterbildet, dass man weiß, was ist eben, wie man so Geschichten schon kennt. Wenn man schon weiß, es ist den Propheten genau gleich schon passiert. Und wie Propheten eine Antwort gegeben haben, dann kann man auf die gleiche Art und Weise auch Antwort geben und zeigt dann eben, dass man eigentlich über der Sache steht. Das ist heute leider aber so umgekehrt, dass jetzt eigentlich die Muslime die sind, die nicht Antwort geben können. Dann haben wir gesagt, dass ein Mann vom anderen Ende der Stadt irgendwie von diesen Propheten gehört hat und dahergerannt
gekommen ist. Also der ist also vom anderen Ende von der Stadt ist er zu den Propheten gerannt, also dort, wo die Menschen sind und gerade mit den 3 Propheten geredet haben. Und er hat dann ihnen gesagt, hey, folgt doch denen. Und die wollen ja nichts von euch, die wollen ja keinen Lohn von euch, sie bringen euch nur die Wahrheit, also wieso tun ihr ihnen nicht folgen? Und da war noch wichtig, es sind 3 Propheten, die gekommen sind zu dieser Stadt, also 3. Das ist eigentlich relativ viel, wenn du denkst, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist nur allein gewesen, der ist ganz allein gewesen in der Zeit von Mekka. Wir wissen von Musa a.s. Er hat auch eine Gehilfe gehabt. Wer ist sein? Also dort hat es ja 2. Ja, Bruder. Nicht Yahya, nein. Harun a.s. Er war sein Bruder, also der hat ihm geholfen. Aber auch Yahya a.s. war ein Prophet. Zu welcher Zeit war er? Er ist zur Zeit von Zechariah a.s. Es ist ein Sohn von Zechariah a.s. Und er ist ein Cousin von Isa a.s. Also in dieser Zeit hat es auch wieder mehrere gegeben. Aber die sind zeitlich verschoben gewesen. Oder auch Lut a.s., wo er war, hat Ibrahim a.s. auch gelebt. Also es hat schon immer wieder Propheten gegeben, Zeiten gegeben, wo es mehrere Propheten zur gleichen Zeit gab. Da waren es 3 gewesen. Und das Wichtige, also was ich hier unterstreichen ist, obwohl 3 Propheten da sind, also viele Propheten da sind, haben sie die Menschen nicht erreicht. Also die Menschen haben ihnen trotzdem nicht geglaubt. Nur einer einziger hat ihnen geglaubt und der ist ganz weit weg. Der hat nicht mal direkt von ihnen gehört. Wahrscheinlich hat er irgendwie über andere, die über sie geredet haben, irgendwie etwas gehört. Aber gerade die Wahrheit gesehen dahinter und hat sie gerade angenommen und ist gerade gesprungen gekommen. Jetzt stellt sich die Frage, wieso springt er? Das haben wir zwar alles gesagt, ich wollte da nicht jetzt viel Zeit verlieren. Aber er hätte einfach sagen können, es sind schon 3 Propheten da gewesen. Oder es sind schon 3 da. Wenn die 3 das nicht geschafft haben, was soll ich denn da noch sagen? Die hätten einfach können sagen, also die Propheten haben es ja schon versucht, also ich muss gar nicht mehr machen. Ich wollte mit dem auch auf unsere Lage hinweisen. Wir sind häufig sehr passiv und denken, ja, was können wir schon machen? Oder es haben so viele Hände schon probiert. Oder wenn überall gibt es den Koran, sie können doch einfach den Koran lesen. Und der Mann hätte das auch können sagen, hätte auch einfach können sagen, was soll ich machen? Ich weiß ja gar, also er hätte gar kein das Wissen, der hat ja noch gar nicht groß mit diesen Propheten geredet. Also was will der diesen Leuten erzählen, was die Propheten nicht schon gesagt haben? Und wie will er damit können die Leute erreichen oder die Leute vielleicht versuchen zu umstimmen? Und das Wichtige ist eben, dass er sich die Frage gar nicht gestellt hat, sondern er hat in sich den Drang gespürt, er hat die Wahrheit gesehen. Und es ist ihm wichtig, loszurennen und den Menschen einfach zu sagen, schau, das ist doch die Wahrheit. Wenn ich sie begreife, wieso begreift ihr sie nicht? Er macht das aber auf ganz spezielle Art und Weise, die wir eben schon besprochen haben beim vorletzten Mal. Und wegen dem wollte ich jetzt hier nicht weiter hingehen. Auf jeden Fall tut er sein Volk einladen zum Islam. Und bis dahin sind wir schon gekommen. Und dann kommt Aja. Jetzt geht es eben schauen. Gerade bis 24 haben wir gelesen. Wo ist jetzt das 25? Ah, hier. Und da sagt er, ich glaube an euren Herrn, darum hört mich an. Also das ist ja im Prinzip noch das Ende vom Vorhergehenden. Also auch da, er sagt, ich glaube an euren Herrn. In der ganzen Rede, wie er vorher schon geredet hat, haben wir ein bisschen betont, er tut immer über sich erzählen, er tut nie die anderen beschuldigen, ihr habt eine falsche Religion, ihr seid in einem Irrglauben, ihr seid schlecht, ihr kommt in die Hölle oder was auch immer, sondern er hat immer nur von sich aus erzählt. Er hat gesagt, wieso sollte ich nicht dem Gott glauben, der mich erschaffen hat, der uns erschaffen hat. Er hat immer von sich aus geredet. Er hat nicht gesagt, wieso glaubt ihr nicht an Allah, der euch erschaffen hat. Er hat gesagt, wie schlimm wäre das oder wie dumm wäre ich, wenn ich würde glauben, dass irgendwelche Götzen mir helfen könnten, wenn Rahman mir einen Schaden zufügen will. Also auch jeder hat gesagt, schau mal, wie dumm sind ihr, dass ihr an Götzen glaubt. Und wenn Allah euch bestrafen wird, dann werden die Götzen euch nicht helfen. Sondern er hat von sich geredet, er hat gesagt, es wäre ein grosser Fehler, es wäre ein grosser Irrtum, wenn ich das machen würde. Und das zieht sich in seiner ganzen Rede durch und auch am Schluss sagt er, ich glaube ja, euer Herr, also der Allah oder der Rahman, wo ich daran glaube, ist niemand anders als auch euer Rab, als auch euer Gott, euch Allah. Also wieso glaubt ihr denn nicht?
Und nochmal, er sagt, darum hört mich an. Also er sagt nicht, die Propheten haben zu euch geredet, wieso macht ihr, was die sagen, sondern er sagt da nochmal, hört mich an. Das ist eben auch interessant. Also, was hat er das Gefühl, was kann er sagen, was die Propheten nicht schon gesagt haben? Aber manchmal ist es so, dass Außenstehende können ganz ein anderes Argument bringen oder dass es unterschiedlich ist, wer etwas sagt. Wenn ich als Vater meinem Sohn etwas sage, vor allem wenn es um Schule oder irgend so etwas geht, jetzt nicht direkt um etwas Familiäres, ist es manchmal viel schwerer, dem eigenen Kind etwas mitzugeben oder etwas zu sagen, das und das ist richtig, als wenn es ein Kollege macht oder wenn es ein anderer, wenn es der Lehrer sagt. Das, was der Lehrer sagt, ist immer richtig. Wenn der Vater genau das Gleiche sagt, bringt es nichts. Also doch, du hast auch schon Kinder, kannst du es vielleicht bestätigen. Also wenn du sagst, das und das ist doch so und so, dann sind Kinder nicht so schnell überzeugt, aber wenn es der Lehrer sagt, sind sie gerade überzeugt. Also manchmal ist es einfacher, wenn jemand anderes redet. Und er ist ja von dem Volk. Und er spricht die Leute auch an mit «mein Volk». Also, könnte das durchaus sein, dass wenn einer unter ihnen sagt, schau, ich habe keine Beziehung zu diesen 3 Propheten, ich habe nichts davon, wenn ihr denen glaubt oder nicht. Aber ich bin überzeugt, dass das die Wahrheit ist und deshalb lade ich euch auch ein, das zu machen. Also der Teil von der Geschichte, da lernt man, wie man Teblim macht, also wie man muss mit Leuten reden, dass man nicht von oben runter redet, dass man sie nicht gerade beschuldigt, sondern dass man wirklich versucht, sie auf eine gleiche Ebene zu heben und so sie anspricht. Einfach, dass man sie nicht schon von Anfang an vergraulen tut. Das passiert heute, glaube ich, noch schnell, dass man mit dem falschen Wort anfängt, dass man dann gar nicht erst richtig zulässt. Dass man dann gerade sagt, ja komm, wenn das so ist, dann muss ich gar nicht erst hören. Also wenn ich rede mit einem Nicht-Muslim anfange und sage, du kommst in die Hölle, du musst jetzt mir hören oder sonst kommst du in die Hölle, ist das vielleicht eine Wahrheit, die stimmt, aber sicher nicht die beste Art und Weise, das Gespräch anzufangen. Also da kann man aus dem Abschnitt von der Surah Yasin kann man gut lernen, wie man Teblim macht, wie man mit Nicht-Muslimen reden. Und was man da eben auch lernt, und das wollte ich noch einmal unterstreichen, auch wenn wir keine Propheten sind und auch vielleicht keine Alim sind, es ist unsere Pflicht, unseren Teil beizutragen. Also das, was wir wissen, müssen wir weitergeben. Wir müssen auch irgendetwas machen. Wir können nicht einfach sagen, ja, der andere hat doch schon gesagt, was soll ich jetzt so sagen? Der hat doch schon gemacht, der kann doch da im Internet schauen, dort hat jetzt doch ganz viel, was muss ich noch machen? Also wenn wir Kollegen haben, wo wir tagtäglich zusammen sind beim Arbeitsplatz, in der Schule oder so, und es ergibt sich die Gelegenheit, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir auch sie einladen. Nicht aggressiv einladen, aber dass man ihnen zeigt, falls eine Frage ist, wir können über das reden oder über das, dass sie manchmal auf das aufmerksam macht, dass man zum Beispiel sagt, es ist Streetparade gewesen. Und ja, dass man vielleicht eben über Streetparade die Situation von der heutigen Gesellschaft anspricht und auf dem Umweg dann auch noch auf den Islam sprechen kommt. Das tun wir heute ein bisschen vernachlässigen und viel zu wenig machen. Und ich denke, wenn jeder seinen Teil machen würde, würden vielleicht mehr Leute zum Islam kommen. Vielleicht. Weil unsere Aufgabe ist ja nicht, die Leute zu Muslimen zu machen, sondern die Aufgabe der Propheten, wie auch eben dann unsere Aufgabe ist, nur mitzuteilen. Also wir müssen einfach erzählen, einladen. Ob sie dann kommen oder nicht, also ob sie Hidayah haben, ob sie den Islam oder die Wahrheit erkennen oder nicht, das hängt allein von Allah ab. Also Allah sagt an verschiedenen Orten im Koran, also nur wenn ich will oder wenn ich jemanden Hidayah gibt, wird er auch die Rechtleitung finden. Also wir sind nicht verantwortlich dafür, dass die Leute Muslime werden. Es soll auch nicht unser Ziel sein, ich muss jetzt unbedingt zu einem Muslim zu machen, aber dass wir trotzdem unseren Teil machen und die Leute einladen. Auf die eine oder andere Weise, es ist bei jedem ein bisschen anders. In Surah 26, die nächste Ayah, 26, heißt es plötzlich, da wurde zu ihm gesprochen, geh in das Paradies ein. Jetzt stellt sich vor, was ist denn jetzt plötzlich passiert? Jetzt hat doch gerade mit den Leuten geredet. Und ihnen gesagt, hey, hört mir doch zu. Und die nächste Ayah heißt, dass Allah zu ihm sagt, Allah Ta'ala sagt zu ihm, gang ins Paradies, also tritt ein ins Paradies. Da fehlt jetzt ein Teil, aber der ist ja ganz offensichtlich, das ist etwas, wo im Koran, eine Technik, wo im Koran sehr viel passiert, beziehungsweise gemacht wird, das ist auch
in der arabischen Grammatik ein Element, das scheinbar auch heute noch gemacht wird. Also Araber tun unnötige Sachen nicht sagen. Also wenn es klar ist aus dem Kontext, was gemeint ist, dann tun sie das gar nicht erst erwähnen und es ist für jeden korrekt. Wenn ich heute einen Aufsatz so schreiben würde, in der Schule, bekäme ich gerade einen Mangel, oder würde es gerade heißen, hey, da fehlt doch etwas, das ist nicht logisch. Da ist irgendetwas vergessen worden. Das ist bei der Araber nicht, also wie in der arabischen Sprache nicht so. Und im Koran gibt es ganz viele so Teile, wo man merkt, irgendetwas fehlt da. Aber es ist eigentlich logisch, was passiert ist. Also wenn Allah ihm jetzt so sagt, also gehe in das Paradies ein, also was kann denn, oder was muss denn passiert sein? Gestorben sein. Ja, er muss gestorben sein. Und er wird wahrscheinlich nicht an einem Herzinfarkt gestorben sein, sondern das Volk hat ihn umgebracht. Und wieso wissen wir das? Weil sie vorher, ein paar Eier weiter oben, haben sie den Propheten was gesagt, wenn ihr nicht aufhört, dann wird euch eine grobe Strafe von uns zuteil kommen. Sie haben nicht gesagt, wir werden euch umbringen, aber das ist unterschwellig natürlich dort drin gewesen. Die Propheten haben es nicht gemacht, aber in dem, wo aus ihren eigenen Reihen gekommen ist, wo aus lauter Mitgefühl von ihnen eigentlich auf alles verzichtet hat, die ganze Gefahr eigentlich, hat er eigentlich, trotz der Gefahr, die ihm vielleicht bewusst war, vielleicht ist es aber auch nicht bewusst, ist er zu den Leuten gegangen und hat sie zur Wahrheit eingeladen. Und sie haben was gemacht? Sie haben ihn getötet. Wenn man auf die Eier schaut, die vorher war, ist es wahrscheinlich Steinigung gewesen, muss aber nicht. Also wir wissen nicht genau, wie er gestorben ist, aber er ist also von ihnen umgebracht worden. Weil für sie das natürlich ein Verräter ist, wenn einer von der eigenen Reich und die Wahrheit sagt, dann tut es eben eigentlich noch mehr weh, als wenn es einer von außen kommt. Dabei müssen sie sich jetzt eigentlich erst recht überlegen. Also wenn der das sogar sagt, oder der kommt vom anderen Ende der Stadt, also es muss ja etwas Wichtiges gewesen sein, dass der kommt und das jetzt sagt, aber sie wollen nicht hören, weil es ist der Kibir, der Stolz, wo die Leute halt in sich haben, ist zu groß, als dass man bereit wäre, überhaupt der Möglichkeit einen Raum zu geben. Vielleicht haben sie ja recht. Also nicht mal das sagen, sie sagen, nein, das kann nicht sein. Und aus lauter Wut haben sie dann ihn umgebracht. Und das ist natürlich der typische Fall von einem Schahid. Der ist ja in dem Moment, wo er für Allah kämpft, auf seine Art und Weise, wird er umgebracht. Und das ist ein klassischer Märtyrer, also ein Schahid. Und von der Schahid wissen wir was? Dass sie direkt ins Paradies kommen. Oder ohne zuerst ins Kabir anlernen und so weiter zu kommen, kommen die direkt ins Jannah. Wegen dem und da Allah Ta'ala und sagt ihm, eben, tritt ein ins Paradies, also da gibt es keine Wartefrist mehr, keine Prüfung mehr, keine Rechenschaft ablegen, sondern geht direkt ins Jannah. Und jetzt kommt die Reaktion von ihm und die ist eben auch wieder sehr, sehr interessant. Er sagt, oh, wenn doch meine Leute wüssten, also er wird umgebracht von seinem eigenen Volk und wir würden wahrscheinlich so reagieren, dass wir Allah sagen würden, ja Allah, du hast gesehen, was sie mit mir gemacht haben, du mich rächen, du sie vernichten, mach das und das mit ihnen, aber er reagiert nicht so. Er reagiert eigentlich voller Mitleid. Es tut ihm leid, obwohl sie ihm etwas eigentlich das Schlimmste, was sie hätten machen können, haben sie ihm angetan, sie haben ihn auch umgebracht. Und er überhaupt kein Rachegefühl, überhaupt keine Missgunst, sondern dann würden sie doch sehen, was er jetzt sieht. Würden sie doch sehen, was sie jetzt verpassen, würden sie doch sehen, was sie jetzt alles verlieren, weil sie eben nicht den Propheten folgen. Dann würden sie nämlich jetzt auch den richtigen Weg gehen, aber sie sehen es leider nicht. Und das ist eben wichtig. Das heißt, die Liebe zum Volk, zum eigenen Volk, das ist wichtig und das ist auch eine Eigenschaft scheinbar von einem Schahid, dass er eben sein Volk gerne hat. Das heißt, nur weil es keine Muslime sind, tut man nicht sagen, ja, das sind mir jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt Muslim, das sind Kafir, ich kümmere mich nicht um die, was mit denen passiert, ist mir gleich. Natürlich hat man eine andere Liebe zu Muslimen, zu Mu'minen, zu Brüdern, als zu ihnen, aber trotzdem fühlt man ein gewisses Verantwortungsgefühl, eine gewisse Zugehörigkeit. Und er sagt, das ist mein Volk, das sind Leute von mir, vielleicht sind sie sogar irgendwie verwandt oder so. Also es ist ihm nicht gleich, dass die in die Hölle kommen oder dass sie eben den richtigen Weg nicht findet. Also das Letzte, was er sagt, oder obwohl er ins Paradies eintritt, ist, wüssten die doch nur, also könnten die doch nur sehen, was ich jetzt sehe.
Und ich muss mir vorstellen, er ist jetzt ja mit einem Fuß schon im Jannat, also er sieht schon die Schönheit, der Glanz und all das vom Jannat, was uns versprochen wird, sieht er. Und er ist nicht geblendet von dem, sondern denkt immer noch an sein Volk. Also das darf man nicht unterschätzen, das ist eine grosse Leistung, also wo ich denke, die meisten Menschen würden, also ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde. Ich hätte das schon vergessen, was mir passiert ist, nur weil ich all das Schöne sehen würde. Aber er hat immer noch Mitgefühl, also eigentlich seine Trauer um das, dass die eben den rechten Weg nicht finden, ist so groß, dass er sogar im Jannat noch, trotz all der Schönheit, die er sieht, dass er noch so denkt. Da kommt Ayah 27. Also das ist direkt Fortsetzung vom 26. Er sagte, oh, wenn doch meine Leute wüssten, wie mein Herr mir vergeben und mich zu einem der Geehrten gemacht hat. Also er kommt ins Jannat und das Erste, was dort ihm widerfährt, ist was? Ihm werden all die Sünden, die er begangen hat, werden vergeben. Sofort. Und er wird geehrt, also er bekommt eine noble Belohnung. Das ist also extra mit diesem Wort sagen, weil vielleicht erinnert euch noch, wo wir noch auf der ersten Seite waren. Da haben wir einen ähnlichen Fall gehabt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Auftrag bekommen, zu den Leuten zu reden. Das war vor einer grossen Menge von Leuten. Und keiner von denen hat ihm geglaubt. Oder keiner von denen hat ihm wirklich zugelassen, beziehungsweise hat ihm gefolgt. Aber Allah hat gesagt, du musst trotzdem reden. Deine Pflicht ist, die Einladung zu machen, die Worte Allahs weiterzugeben. Vielleicht ist ja irgendeiner unter denen, wo dir zulässt und dir folgen wird, aber im Geheimen, weil er Angst hat, sich zu outen. Weil er Angst hat, genau wegen dem, weil er Angst hat, dass wenn er jetzt würde sagen, ja, ich folge dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ihm dann genau das passieren würde, nämlich dass die Leute ihn würden auch verachten, dass sie ihn würden ausstoßen oder dass es eben so schlimm könnte werden, dass sie ihn töten würden. Und dort hat Allah dann gesagt, dem einen, der vielleicht zulässt, aber im Geheimen dir folgt, sag ihm, dass sein Lohn, was wird sein? Nämlich zwei Sachen. Vergebung und eine edle, noble Belohnung. Also wir haben da wieder eine Wiederholung, das haben wir die ganze Zeit, also wir werden die Suratul Yasin das immer wieder haben. Wir haben immer wieder Elemente, wo regelmäßig kommen. Die Wiederholung ist nicht Wiederholungen, weil, also in einem negativen Sinn, weil man nichts Besseres zu sagen hätte, sondern die Wiederholungen tun sich bestätigen. Oder? Am Anfang, also auf der ersten Seite von der Suratul Yasin, sind wir in der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auf der zweiten Seite bis obere Drittel, dritte Seite, jetzt sind wir irgendwo in der Vergangenheit, wir wissen nicht genau wo und wenn, aber wir tun eine Lektion aus der Geschichte, aus der Vergangenheit lernen. Und Allah Ta'ala sagt eigentlich nichts anderes als, schau, damals ist es genau gleich wie heute. Ayah 28. Und nach ihm sandten wir gegen seine Leute kein Heer vom Himmel herab, noch pflegten wir eins zu senden. Das heißt, der Mann, von dem wissen wir nicht einmal den Namen. Das ist interessant, der wird dann sehr stark gelobt. Wir haben eine Stadt, wo 3 Propheten kommen. Wir wissen weder den Namen von der Stadt, noch wissen wir den Namen von diesen 3 Propheten. Von diesen Propheten wird nur ein bisschen etwas gesagt. Von dem einen Mann aber wird fast eine ganze Seite erzählt. Und trotzdem lernen wir den Namen nicht. Warum nicht? Weil der Name das Detail eigentlich unwichtig ist. Es könnte irgendein sein. Wichtig ist, dass man die Lektion, dass man lernt, was die Idee oder was die Meinung dahinter ist und nicht nehmen. Aber dieser eine, der sich für Allah eingesetzt hat und das Ganze mit dem Leben eigentlich hat müssen bezahlen, wird umgebracht. Und natürlich ist Allah jetzt nicht glücklich über das, sondern er ist wütend auf das Volk, aber natürlich nicht wütend, so wie wir manchmal wütend sind, unkontrolliert oder aus manchmal vielleicht sogar Gründen, die gar nicht gerechtfertigt sind. Allah hat sie gewarnt und sie haben nicht hören und sie sind so weit gegangen, dass sie sogar Leute angefangen zu töten, wenn es auch nur einen ist. Und als Strafe sagt Allah, er hätte ihnen jetzt ein Heer von Engeln schicken können. Die hätten mit ihnen einen kurzen Prozess gemacht und hätten die können töten.
Aber für Allah ist das Volk so unbedeutend, so unniedrig, also es ist schon fast beleidigend, dass er nämlich sagt, weißt du was, ihr seid es gar nicht wert, dass ich das Heer aufstelle und gegen euch schicke. Euch langt ein einziger Ton. Es war nichts anderes außer einem einzigen Schrei. Sogleich waren sie erloschen. Aja 29. Das heißt, zum Beispiel wissen wir bei der Geschichte, bei der Suratul Fil, was hat dort Allah gemacht, um das Heer zu bestrafen? Er hat Vögel geschickt, oder? Die Ebabil-Vögel, die mit so kleinen Turmkügeln gekommen sind, sie beschossen haben und die sind dann qualvoll gestorben. Oder noch andere Sachen wissen wir, dass er zum Beispiel der Nemrut, der hat einen Flügel geschickt, der ist durch sein Ohr in seinen Kopf und hat dort so lange umgeschwirrt, bis der sich den Kopf überall hingeschlagen hat, bis er selber sich eigentlich getötet hat. Und es gibt ganz viele Geschichten, wo wir wissen, dass Allah jemanden schickt oder etwas macht. Aber die sind eigentlich so verachtend oder so unbedeutend, dass Allah sagt, es braucht kein Hilfe. Mach einfach nur so einen Schrei oder einen Ton oder irgendetwas ganz Schreckliches. Und die das gehört haben, sind sofort gestorben. Und er benutzt nicht das Wort gestorben, sondern er sagt erloschen. Da ist im Prinzip noch ein schöner Vergleich. Also er redet hier von einem Schrei, das heisst, die Leute haben nicht hören, haben nicht auf die schönen Worte, die Allah Ta'ala ihnen geschickt hat, durch die Propheten, auf die haben sie nicht hören. Und so tötet er sie oder bestraft er sie genau wieder mit etwas, das durch die Ohren kommt, wo aber eben nicht schön ist, sondern so schrecklich und so schlimm ist, dass sie daran den Tod bekommen. Weder die jetzt am Anfang noch mitgemacht haben, auf der Seite 1 haben wir geredet von den Mekkanern, die so stolz waren, oder? Wo die Wahrheit, wo Allah gesagt hat, die Wahrheit in ihr Herz ist gekommen, aber sie haben nicht sie aus dem Mund rauslassen. Also wo die Wahrheit irgendwo da bei der Kehle stecken geblieben ist, hat Allah gesagt, er hätte ihnen Fesseln um den Hals gelegt. Und sie so rumlaufen lassen, dass sie weder hinten noch vorne noch im Hirn schauen können, dass sie eigentlich unfähig sind, irgendetwas zu erkennen. Dort war auch eine Strafe, die ausgerichtet war oder passend war für die Straftat. Also sie haben das Wort nicht sagen, also ist die Strafe in der Kehle und sie haben nicht hören, also sterben sie durch die Ohren. Und auch, dass er hier sagt, erloschen, hat eine tiefere Bedeutung. Erloschen weist auf Asien. Also was tut man normalerweise erlöschen oder löschen? Was tut man löschen? Ja, Dateien. Ja. Heute würden wir Dateien auch löschen, richtig, aber so löscht man was? Feuer. Feuer, genau, eigentlich tut man Feuer löschen. Und wieso ich jetzt auf das nochmal zurückkomme, es hat eine Eier gehabt, ein bisschen weiter oben, wo er gesagt hat, eben dem Mann, wenn jetzt Rahman, also er hat nicht gesagt Allah, sondern er hat den Namen Rahman benutzt, wenn Rahman mir einen Schaden zufügen, was könnten denn die falschen Götter mir helfen? Und dort haben wir schon gesagt, Rahman, wieso benutzt er den Namen Rahman? Zum einen, weil das Volk vorher genau sich über den Namen Rahman lustig gemacht hat und sagt, Rahman hat gar nichts geschickt. Und in der ersten Seite haben wir gehabt, wo der Prophet Muhammad gesagt hat, wer schickt mir den Koran? Rahman schickt mir den Koran. Also man hat da wirklich ein Band, es geht immer fortlaufend weiter, es ist immer der Name Rahman. Aber bei der letzten Stelle hätte man auch sagen können, Rahman heisst eigentlich der Allbarmherzige. Das hat mit Gnade zu tun, das hat mit Mitleid zu tun, das hat mit Mitgefühl zu tun. Aber im gleichen Satz kommt, wenn Rahman mir Schaden zufügen würde. Und eigentlich könnte man sich dort überlegen, ist das nicht ein Widerspruch? Der Allbarmherzige, wie würde der Allbarmherzige jemals irgendetwas Schaden zufügen? Weil Barmherzigkeit und Strafe passt eigentlich nicht zusammen. Könnte man meinen im ersten Moment. Aber es kann eben sein, dass die Barmherzigkeit, also dass auch in der Bestrafung von einem Volk oder von gewissen Leuten eine Barmherzigkeit drin ist, nämlich für die Leute rundherum oder für die Leute, die vielleicht nachher kommen. Wegen dem werden die Leute mit einem Feuer verglichen. Ein Feuer, wenn man ein Feuer nicht löschen tut, dann brennt das immer weiter. Und das brennt nicht immer an der gleichen Stelle weiter, sondern es erfasst alles, was in der Nähe ist. Das heisst, das Feuer wird immer grösser. Es bleibt nicht einfach an einem Ort, es sei denn, es sei nichts, wo verbrannt werden könnte. Aber das Feuer würde sich immer ausweiten.
Also tut Allah Ta'ala das Feuer löschen und damit eigentlich die ganze Umgebung retten. Und somit wäre die Barmherzigkeit wieder sichtbar. Das heißt, dadurch, dass er sie bestraft und zu ihnen eben der Bestrafende ist, ist er aber für all die anderen, die in dieser Zeit auch leben oder in dem umgebenden Gebiet sind, ist es für die eine Gnade, eine Barmherzigkeit. Sogar bis zu uns heute dauert die Barmherzigkeit, weil wir im Koran von diesen lesen, von dieser Geschichte hören und uns eben auch überlegen müssen, oder nicht nur wir als Muslime, sondern auch die Nicht-Muslime, dass man erkennt, was eben passiert, wenn man sich über Allah lustig macht, also wenn man sich mit Allah anlegen tut. Es war nichts anderes außer einem einzigen Schrei, sogleich waren sie erloschen. Und die letzte Ayah, Trauer um die Menschen. Niemals kam zu ihnen ein Gesandter, ohne dass sie ihn verspotteten. Ich lese gerade noch schnell weiter. Haben sie nicht gesehen, wie viele Generationen wir schon vor ihnen vernichtet haben und dass sie nicht zu ihnen zurückkehren? Und da fällt jetzt ein Blatt. Und zu ihnen zurückkehren. 31 und 32. Ausnahmslos werden alle zu uns vorgeführt oder zu uns zurückgeführt. Also die Leute sind jetzt bestraft worden, die sind jetzt alle, das Volk ist vernichtet, das gibt es jetzt nicht mehr. Und was Allah empfindet, also wenn ich jetzt das Wort empfinden benutze, ist es einfach, damit wir das verstehen können. Also Allah hat natürlich nicht so Gefühl wie wir, also er hört nicht so wie wir, er redet nicht so wie wir. Also wenn wir über Allah reden, tun wir häufig Verben benutzen, die menschlich sind. Das heisst natürlich nicht, dass wir ihn vermenschlichen, sondern weil wir es so schnell erklären können. Also Allah empfindet jetzt das nicht als Stolz oder dass er sagt, siehst, jetzt habe ich es euch gesagt, ihr habt bekommen, was ihr verdient habt, sondern Allah empfindet Trauer. Also das heisst Trauer um die Menschen, also er ist eigentlich traurig um die Menschen, weil eigentlich hätte er lieber wollen, dass er alles Jannah tun. Aber sie haben nicht hören, darum ist die Strafe nötig gewesen, obwohl auch immer wieder eine Warnung gekommen ist. Und niemals kam zu ihnen ein Gesandter, ohne dass sie ihn verspotteten. Und das ist ganz wichtig. Es fängt immer mit dem Verspotten der Propheten an. Dass sie sich lustig machen über Propheten. Heute können viele nicht verstehen, dass für uns zum Beispiel eben so Prophetenkarikaturen, dass es eben schlimm ist, dass es etwas ist, was uns zum einen verletzt, aber zum anderen ist auch mit so Sachen, also mit dem Verspotten von Propheten, tut man im Prinzip eine Zeitbombe anzünden und der Countdown fängt an. In dem Moment, wo das Volk anfängt, sich lustig machen über die jetzigen Propheten oder die aktuellen oder irgendwelche Propheten, ist es nichts anderes, als dass sie eine Zeitbombe starten und der Countdown fängt an. Und sobald der bei Null ist, kommt dann die Strafe, was auch immer die Strafe ist. Vielleicht kommt noch mal eine Gelegenheit, also ein Prophet kann ja nicht mehr kommen, aber jemand, der vielleicht trotzdem die Leute warnen und ihnen die Wahrheit nachbringen und vielleicht tun sie noch bereuen, bevor die Bombe in die Luft geht, so ganz à la James Bond, wenn es 007 steht, dann drückt er auf das richtige Knöpfchen und die Bombe geht dann doch nicht hoch. Aber wenn sie eben nicht bereuen und der Warner, der zu ihnen kommt, sie ihm nicht hören, dann geht es in die Luft. Und die Leute, das Volk hat ja mehrere schlechte Sachen gemacht. Das ist ja nicht nur also das Verspotten von diesen Propheten oder von Allah, ist ja nicht das einzige Schlimme, was sie gemacht haben. Aber jetzt, am Schluss der Geschichte, wenn Allah zurückblickt und quasi erklärt, warum er jetzt das Volk eliminiert hat oder ausgelöscht hat, tut er nur auf ein Schlechtes hinweisen, nämlich, dass sie sich über die Propheten lustig gemacht haben. Also entsprechend wichtig oder entsprechend groß ist die Bedeutung von dem, wenn das Volk sich lustig machen über Propheten. Also das ist, wird in dieser Ayah noch ganz klar nochmal rausgeschrieben. Also der Anfang vom Untergang ist, wenn man sich über Propheten lustig macht. Und dann fragt er, haben sie denn nicht gesehen, auch vor ihnen? Andere Völker sind ja ausgelöscht worden.
Das Gleiche kann man auch heute Leuten sagen. Schaut mal, es hat so viele grosse Nationen gegeben, es hat so viele Nationen gegeben, die immer gemeint haben, wir sind die Superpower von der Welt. Und trotzdem sind sie ausgelöscht worden oder zumindest von dieser Position verdrängt worden. Wenn wir uns an Ägypter zurückdenken, Ägypter, die Pharaonen damals sind auch die Superpower gewesen von dieser Zeit, oder die Griechen oder die Römer. All die Supermächte, die wir in der Vergangenheit hatten, alle sind sie ausgelöscht worden. Vielleicht nicht in dem Sinn, dass man gar nicht mehr von ihnen weiss, sonst könnte man nicht von ihnen lernen, aber alle fragen, sehen sie denn das nicht? Wieso haben sie aus dem Kalier gezogen? Oder wieder in der ersten Seite von der Surah Yasin haben wir gesagt, es gibt 3 Möglichkeiten, die Wahrheit zu finden. Entweder man schaut vor und schaut Erschaffen an und findet über das die Wahrheit, oder man schaut zurück und man versucht aus der Geschichte die Wahrheit zu lernen, oder man empfängt die Wahrheit, die von oben abkommt, also über die Offenbarung von Allah Ta'ala. Aber wenn man all die 3 Sachen nicht macht, dann hat man keine Chance. Und da wird gefragt, wieso haben sie nicht hinterher geschaut? Ja, wieso haben sie hinterher geschaut? Weil sie hinter sich eine Wand hatten. Oder sie haben eine Wand vor sich, eine Wand hinter sich, oder auch über ihnen ist ein Deckel gewesen. Und keiner von ihnen, von diesen Völkern, die ausradiert worden sind, sind zu ihnen zurückgekommen. Aber sie werden zurückkommen. Und wohin werden sie zurückkommen? Zu Allah. Das ist das Schlusswort von dieser Ayah, oder von dem Teil. Am Tag vom jüngsten Gericht werden alle zu Allah zurückkommen. Und spätestens dann werden alle die Wahrheit zugeben müssen. Aber all das, was sie jetzt verlügen und sagen, das ist doch nicht richtig, das ist doch nicht wahr, an dem Tag wird sie die Wahrheit eigentlich einholen und sie werden es alle sehen. Also, die ausradierten Völker werden nicht zu den Menschen zurückkommen, aber sie werden zu Allah zurückkommen. Und das wäre eigentlich auch das Ende jetzt von diesem Teil. Jetzt machen wir inshallah Maghrib.